Hier ist unsere Geschicht. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen und vergiss nicht zu schreiben in die Kommentare, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichten uit onze Geschicht, Nummer 29. Ditmaal nog war der Meier van wo dat am Zeitstuhl in Aylmer, Ontario 1982 entstanden ist und von unserem zum ersten Mal der Gastgeber sein für das MCC Ontario jährliche Meeting und so weiter. Letztes Mal hat wir gerade noch gesagt, dass aus meinen früheren Eck 1980 nach Aylmer angekommen wären, dass Komitee in Süd-Ontario all existiert hat. In dit Komitee wir dort dass es nom Rechten an der MCC Ontario Arbeit in der Aylmer Office sein soll. Dit Komitee hat im Sommer 1982 war da eine allgemeine Meeting in der Aylmer MCC Office, ihre allgemeine Meeting zu haben, wo das Komitee den Bericht hören will, von was an der Aylmer MCC Office nach der letzten Meeting getan worden wäre, und wo dann auch Komiteemitglieder aus anderen Gegenden in Ontario Berichte geben, von wo dort mit nie gekommenen Familien durchging und so weiter. Aber willst der Vorsitter vom Komitee, Bill Unse, und auch der MCC Ontario Director Ray Schlegel all was davon wussten, dass die Aylmer umgehend Mennoniten interessiert wären, an ein MCC-Stuhl anzufangen, frühen sie auf diesem Meeting auf die Aylmer umgehend Mitglieder vom Komitee einen Bericht geben würden, und wo weit man an Aylmer mit dem Reitmerken wir, zum ein MCC-Stuhl anfangen. Und die Aylmer umgehend Komitee-Mitglieder verteilten begeistert davon, nicht mal wo sie sich unsere Mennoniten in der Aylmer umgehend dafür interessierten, ein MCC-Stuhl in Aylmer anfangen zu können, aber auch von wo da all ein guter Anfang gemerkt worden wäre, mit daran arbeiten, wo wir all zielbewusst reinmerken, so schwind als möglich ein MCC-Stuhl aufmerken zu können. Von diesem Bericht wären Bill Unse in Ottawa, MCC-Direktor Ray Schlegel von Kitchener, sehr beeindruckt. So sehr, dass sie auf diese Meeting all versuchten, Rüte zu feilen, auf unsere Mennoniten vielleicht wurden willig sein, im Novembermonat in Aylmer, Ontario, die Gastgeber zu sein für die MCC Ontario jährliche Meeting. Und die Komiteemitglieder, ihre Begeisterung für ein Top-Arbeiten war so groß, dass sie sich willig erklärten, auch das noch zu versuchen. Gerade wie unser Meeting an diesem Tag aufschloten, dann sieht Ray Schlegel, er wird uns am Karten sagen, auf der MCC Ontario jährliche Meeting in Aylmer sein wird. Und sehr bald nach diesem Tag ruft Ray Schlegel mich an und sagt, die MCC Ontario Leaders haben die Entscheidung gemerkt, dass die MCC Ontario jährliche Meeting am 19., 20. und 21. November 2022 in Aylmer, Ontario sein soll. Also hiermit wird dann dort New York fertig, dass die Mennoniten von Mexiko, die Oldkolonie, die Sommerfelder, die Unse, und die Stadt Aylmer sich verpflichtet haben, die Gastgeber zu sein für die MCC jährliche Meeting. Und von da an mussten wir in Aylmer noch viel mehr Meetings haben. Das macht für meine Früh und mich und für viele andere Frühs und Männer ein sehr trockener Sommer. Ja, nun musst bitte dort planen für uns MCC-Stuhl in Aylmer, auch noch dort Gastgeber sein für die jährliche MCC Ontario Meeting geplant worden. Und das wäre nicht die erste Planning-Meeting. Ich habe die Protokolle nicht von den ersten Meetings, aber am 7. September wird noch weiter eine Meeting geholt, zu planen für die jährliche MCC Ontario Meeting in Aylmer. Auf diesem Meeting wären 26 Personen, 8 von der Oldkolonie ihrer Kirche, 6 von der Sommerfelder Kirche, 2 von der Unse Kirche
en 10 van de Unse-kerk. Voor deze meeting werd dat al geregeld worden, dat de MCC Ontario jaarlijke meeting aan de East Elgin School in Aylmer zijn wordt. Vrijdag om 19 november en zonavond om 20. En aan de IMMC-kerk om nummer 3 Hoogweg om 21. Namiddag. Op deze Gastgeberplanenmeeting am 7. September 1982 gingen de Frühers in einen separaten Räumen an, wählten oder ernannten ihre Komitees, fangen an die Mahltiden zu planen und so weiter, und die Männer ernannten ein Platz- und Parking-Anweiser-Komitee, ein Gastgeber-Komitee, und ich weiß nicht, was noch alle. Wir werden bei unserem Reitmerken alle ein bisschen nervös, weil wir alle noch keinmal mit einem Gastgeber sind, für so viele Fremde, dat hij nicht von den unseren Menschen was zu tun gehabt haben. Aber wir kriegen gute Anleitung. Ray Schlegel, der MCC Ontario Director, war bei unseren ersten Meetings mit dabei und er gab uns sehr gute Anweisungen, wo wir für all unsere Abgaben reitwaren können und so weiter. Und Menschen aus alle Feierkirchen mögen begeistert reiten und stellten sich dafür an, gute Gastgeber waren zu wählen, wann dort bei der MCC Ontario Meeting kommen wird am 19., 20. und 21. November 82. Und als dort bei dieser Deo gekommen wäre, dann weisen unsere Mennoniten dort, dass sie verstanden, gute Gastgeber zu sein, für die viele mennonitische Gast, auch wenn die meiste Gast nicht von unseren Mennoniten wären. Viele Männer und früher standen durch den ganzen Tag. Viele Männer und früher deinen durch den ganzen Tag und den ganzen Abend während dieser Meetings geholt worden. Und andere nehmen am Ende vom Freitagabend und Sonnabendabend 2 oder mehr Nachtgast an ihre Heime ab. Und ich glaube, wir haben alle top eine ganz gute Arbeit getan mit unserem zum ersten Mal Gastgeber sein von Nicht-Mennoniten von Mexiko. Vielleicht gerade so gut als andere, mehr erfahrene Gastgeber, dort während andere MCC Ontario Meetings gewesen wären an andere Ontario Städte. Ich persönlich feilt gut darüber, wo gut alles geflasht hat an unsere Gastgeberarbeit. Und ich möchte auch an viele andere von unseren Lied, dort an diese Top-Arbeit sehr gut gegangen hat und dort sie dadurch viel reicher geworden werden und sich freuen, dass sie mit anderen nicht-Alkoholiker-Mennoniten besser bekannt geworden wären und dass sie haben dürft teilnehmen an so einem großen Gastgeberprogramm. Aber nu war das Träg noch, wo das MCC-Stuhl in Aylmer gekauft und angefangen wird. Uns gekauftes Stuhlgebiet war von Bernen lang nicht ganz fertig. Auf der zweiten Flur von diesem Gebiet war auf dem ersten Eng eine Wohnung angereicht, und wo eine Noel Steinhoff wohnt. Aber das ganze hinterste Eng hat eine Flur von Reibenbreder und Kohletegelwängen oder Brickwalls. Wir hatten ganz ab dem hintersten Eng wie Büden, ganz ab dem hintersten Eng eine Trappe zum ab der zweiten Flur abgehen. Und Büden schwind ab der zweiten Flur auch ganz hängen, eine Stuhl von meinem MCC Ontario Office, so dass MCC Ontario der Rent für die MCC Office in Aylmer wiederhaben kann an Aylmer Maronite Community Store betalen. En er steht an wem. En al nog wenige Monaten trok ik met mijn office doorheen. Maar voor mijzelf en ook voor de mensen die aan de MCC office nog help komen, op de tweede vloer ook nog washrooms gemaakt worden, dat neemt nog tijd. Wat met deze zaak während deze tijd alle verbonden weer, dat wil ik hier liever niet alle vertellen. Ik wil bloß nog zeggen dat middelste eng op de tweede vloer blijft vereerst nog zoals dat weer. Een lager ruim met een vloer van Reibenbrede en Kohletegelwijn. Dat hinterste Poort van de grondvloer weer ganz hingen, een groter ruim met
Kohletegelwegen en Kohlezementvloer, wonen door immer mal gebruikt worden weer als een leerruim, storage, voor woorden en voor andere zaken. En dit ruim wordt ook meest voor später aangereicht, meestens met vrijwillige arbeiders, zodat door binnen durch de week de aangekommene zaken gezameld worden kunnen en dat de früheste binnen aan einem dag de week de geschenkte zaken sortieren en prijzen kunnen. De middelste kleine ruim op de grondvloer, wo binnen ook nog een grote zogenaamde geldshop oder safetybox stond. Die geloof ik blijft tot 1991 nog zoals de weer en wordt dan ook tot zeer weinig gebruikt. En dem hingersten ruim op de grondvloer en ook aan dem aanvolgende ruim op de tweede vloer lagen atelier bolen van zeer verschiedene moten. Einige davon waren ziemlich draal. En de meeste van ons zagen deze oude bolen zo aan, dat die niet veel wat wert waren. Aber een man, de Jacob Letkeman, van wonem ik al zeed, dat ik nog mal wat meer van zijn poort en de vrijwillige arbeid bij ons gekofte stuurgebied verbeteren wat vertalen wil. Die wist deze verschiedene oude bolen alle te verwerten. Ook de draal gewordene. Hij bracht zijn Deschergereitschaft einfach op deze tweede vloer op. En mij ook, ik geloof, wat 2 salje en wat 2,5 salje stremels van al die bolen, ook van de draal gewordene. En dan staan dat hij de tegelende ziedenwijn en diesem groten middelruim damit ganz uit. Zodat ons deze standaardwijn, wat zo weit niets gekost hadden, buiten een paar kilo nagel. En dan brauchten we bloos nog drywallplaten kijpen. En dan maak hij deze wijn ganz fertig. Han en Wader kwam aan mal weer een paar stunden helpen. Aber meestens deed hij deze ganze arbeid alleen. Zodat ons deze wijn zeer weinig geld gekost hebben. Des vriend Jacob Letkeman werd damals al in den Ruhestand getreten, woont zeer dichtbij, had veel tijd en dat weer zijn Ort en Wies spaarsam met alles omgaan en niets weggesmeten, wat nog te brokken ging. En al dit kwam onze stoer te goed. Dat spaart ons veel geld. En hij had zijn vrede eraan dat hij zich nützlich merken kon. Während Letkeman deze arbeid deed, hing de wand van mijn office, kwam hij jaren en verken zo'n beet bij mij aan en nieschiered. Niet unbedingt weer, aber veel meer of ik vielleicht tijd had, om met Armtop voor koffie gaan. En wanneer ik dan tijd vond daartoe, dan ging hij ook zeer jaren met mij top voor koffie bij Clarks oder bij Johnny's. En hij had hier nog niet zeer lang gearbeitet. Dan zit hij einen dag an unserem Kaffeetisch zu mir ungefähr so. Als die anfangs Menschen nur Geld zu fragen, um uns Steuergebiet zu kennen, dann sehe ich mal zu die wirst in Prager geworden. Und nu sehe ich auch welche in Prager für uns Steuer. Jacob Letkeman war, als hij mit dem Weinbüren auf der zweiten Flur fertig war, aber auch Jahren und viel ein freiwillige Arbeit in unsere Steuerarbeit. Ich glaube, kein Mann hat so viel Deel umsonst in unsere Gebietverbesserung in Steuerarbeit mitgearbeitet, als kriegt des Mann. Hier ein von vielen Sposjes, wohne des Freund Jacob Letkeman verstund zu merken, wann man nicht gut abpasst, was man sieht, oder wo man was sieht. Wenn man mit Armtopwäschen anfuhr, an einem Kaffeetisch saß und wird vertalt. Einmal, als ich, Jacob Letkeman und noch einer oder zwei andere Männer bei Johnny's an einem Nachmittag am Kaffeetisch saßen, dann frug er mich, wo wirst du für Mittag? Und ich sagte, ich fuhr nach London. Und er frug, fuhrst du allein nach London? Und ich sagte so angeschickt, dass wir alle manchmal was sagen. Nee, ich fuhr mit 2 Mumpjes daheim. Und er saß an der anderen Seite vom Tisch und schickte mir einen Stolz sehr gleich an und sagte dann an sehr ernstem Ton, das muss aber sehr lang gedauert haben.
wo sich die Arbeit am Stuur selbst über die ersten Jahren entwickelt hat, das soll vielleicht das wer nochmal vertalen. Ich habe jedoch sehr wenig mit zu tun gehabt. Ich weiß bloß, dass atelijke Männer und viele Frühers da sehr viel freiwillige Arbeit getan haben. Ich will hier nu aber noch was davon vertalen, wo wir 1983 und 1984 MCC uitroeps hadden, auch wenigstens sportlich am Geld top te kriegen, um helpen onze Stuurschuld bei MCC Ontario betalen zu können. Im Oktober 1983 hadden wir in Aylmer, Ontario, unseren ersten sogenannten MCC-Uitroep. Viele früheste Männer haben damals al lang vor dem Uitroep an dem Reitmerken für diesen Uitroep gearbeitet. Und nicht mal an Plänen für diesen Uitroep, aber auch an so Sachen als zum Beispiel Quiltsmerken und so weiter. Das wir natürlich bei weit nicht unser erste Planning-Meeting. Männer und früher hatten all viele Meetings gehabt, um unsere erste MCC-Uitroep zu planen. Aber ich fing meine Papieren keine Protokolle von unseren vielen Meetings, da gerne nur Einzelheiten sehen und kriegt, wo wir wiederkommen. Aber am 4. Oktober 1983 hatten wir noch weiter ein Meeting, um unseren Uitroep zu planen. Und von diesem Meeting habe ich ein Protokoll. Ab diesem Meeting bereden die Frühers, dass sie für die Uitroep Mittagsmahlzeit all das Reit haben würden, zum Servieren. 2 dort bestimmte Frühers wurden Barst und 2 Bakjes Reitmerken. 2 andere dort bestimmte Frühers wurden Wrennerchen und Wurst Reitmerken. Noch 2 dort bestimmte Frühers wurden Pei und Kaffee Reitmerken. Und noch 2 dort bestimmte Frühers Tacos und Gereins Reitmerken. Und 7 Männer verpflichten sich Tortillas und gemahlenes Rindfleisch zu schenken für die Tacos. Die Jugendleiter von der Unse Kirche in Mount Salem bericht auf diesem Meeting, dass die Jugend am Uitroepsdag von Klock 8 bis Klock 11 zum Morgens Frühstück servieren würden, für $3 jeder Frühstück. Und von Klock 11 zum Morgens an wurde dann angefangen worden, Mittag zu servieren. Das Bekanntmachungskomitee bericht, dass sie Flyers oder Uitroepsbekanntmachungspapieren reid haben würden und dort Jugendliche und andere freiwillige Personen, die bei der Aylmer Sales Arena, auf dem Aylmer Parking Lot und anderen Städten uitteilen würden. Atelijke Männer schenkten Schwein zum Wurstmerken für die Uitroepsmittagsmahlzeit und auch auf dem Uitroep verkaufen. Und noch andere Männer übernehmen dort, die Schwein zu schlachten und Wurst zu merken und so weiter. In alle Kirchen oder Gemeinden wird bekannt gemacht, entweder durch Bulletin Inserts oder durch die Vorsteher, dass der MCC-Uitroep am 15. Oktober 1982 in der Aylmer Hockey Arena sein soll und dass das Frühstück durch Klock 8 zum Morgens anfangen soll. Wieder wird auch bekannt gemacht, dass die Menschen so Sachen aus Möbeln, Kleider, Dachen oder Quilts, Gerätschaft, Musikinstrumente und so weiter schenken und entweder selbst nur die Hockey Arena anbringen können für den Uitroep oder dass sie entweder nur Aylmer Maronite Community Store ab 765-1346 oder nur Aylmer und District Recycling Project ab 773-7115 telefonisch anrufen können und ansagen, dass sie ihre geschenkte Sachen wollen von ihrem Haus aufgeholt haben und so weiter. Hier brechen wir für das Mal wieder auf. Nächstes Mal wird von wo wir in Aylmer, Ontario, am 15. Oktober 1983 einen MCC-Uitroep hatten. Und dann von unserem zweiten MCC-Uitroep 1984.